romantischen Tunnels der Achsenstraße wird als erster der Ausreißer Hans Schütz, den später Serra überholen wird. Aber in der Schöllenen hat Koblet energisch angegriffen, um auf der Oberalpstraße Serra zu überholen und als erster zwischen den 6 Meter hohen Schneemauern auf die Passhöhe zu gelangen. Erst 3 Minuten später fährt Kübler in Begleitung von Farnara, Scheer und Metzger vorüber. Dann kommt die Abfahrt nach Chamut mit ihren vielen Pechvögeln, die manchmal freundliche Helferinnen finden. Hier verliert Koblet durch Reifenschäden entscheidende Minuten auf dem Ausstieg zum Lukmanier, wo Dino Rossi verzweifelt sein Goldtrikot verteidigt, kämpft Koblet um den verlorenen Anschluss. Um 15:50 Uhr geht Kübler 5 Längen vor Rosello über die Lukmanier-Passhöhe, um dann dem Italiener die Führung überlassend dem Tessin entgegenzustürmen. Koblet gewinnt die Höhe nach außerordentlicher Energieleistung 3 Minuten später und kämpft sich ganz allein durchs Plenio und durch Tessintal. Schon sind Kübler und Rosello am Ceneri. Kübler, sichtlich angestrengt, wechselt in der Führung mit Rosello ab. Rosello geht in Lugano nach 7 Stunden, 51 Minuten und 37 Sekunden durchs Ziel. 2 Sekunden vor Ferdi Kübler. Rosello hat die schwere Etappe, Kübler das begehrte Goldtrikot gewonnen.